Die EU will die Treibhausgase reduzieren. Prinzipiell ist der Treibhausgaseffekt ja nicht schlecht. Er ist cool. Denn ganz ohne Treibhausgase müssten wir uns verdammt warm anziehen. Die Durchschnittstemperatur wäre sonst um 30 Grad Celsius niedriger. In Jesolo hätte das Meer auch im Hochsommer nicht mehr als 1 bis 2 Grad Celsius. Aber es gibt nicht nur den natürlichen Treibhausgaseffekt, es gibt auch einen, den wir Menschen verursachen. 2 bis 5% des gesamten Treibhauseffekts gehen auf unser Konto. Darauf und auch darauf. Damit die Erderwärmung nicht noch mehr zunimmt, will die EU die Treibhausgase reduzieren. Das heißt mehr erneuerbare Energien. In Österreich nutzen wir bereits eine ganze Menge erneuerbarer Energien. Wasserkraft, Solarkraft, nachwachsende Rohstoffe, Windenergie, Erdwärme und Gas. Ja, Gas kann eine erneuerbare Energie sein, und zwar Gas von ganz speziellen Gaslieferanten. Von ihm und natürlich auch von ihm. Schweine, Kühe und Schafe sind richtige Gaslieferanten. Aus ihrem Mist wird hierzulande bereits in über 350 Biogasanlagen sauberes Biogas gemacht. Verwendet werden auch nachwachsende Ressourcen wie Grasschnitt und andere landwirtschaftliche Reststoffe und auch Abfälle aus der Biotonne. Die Energie, die in den Biogasanlagen gewonnen wird, reicht aus, um eine ganze Stadt wie Bregenz mit 28.000 Einwohnern mit Energie zu versorgen. In Zukunft wird der Anteil von Biogas im Energiemix aber noch steigen. Es könnten theoretisch bis zu 38.000 Gigawattstunden Biogas produziert werden. Das reicht aus, um alle österreichischen Haushalte ein halbes Jahr mit Energie zu versorgen. In Österreich gibt es über 170.000 Bauernhöfe mit insgesamt über 7 Millionen Hektar Wiesen und Feldern. Österreich sitzt sozusagen auf einem riesigen Biogasfeld.